Ich hoffe, dass ihr euch gut erholt habt in der Mittagspause. Upam, da ste se v tem opoldanskem počitku, odmoru odpočili. Denn die erste Nachmittagsstunde ist die schwerste Stunde beim Zuhören. Kajti prva ura popoldanskih predavanj je običajno najtežja ura za poslušanje. Und wir haben jetzt ein ganz entscheidendes Thema. In pred nami je res ena odločilna tema. Unter welchen Voraussetzungen wirkt Gott durch mich? Pod katerimi pogoji Bog deluje po meni? Es geht um eine entscheidende Frage. Gre za odločilno vprašanje. Arbeite ich für Gott mit meinen menschlichen Fähigkeiten Ali delam za Boga s svojimi človeškimi sposobnostmi? oder kann Gott mit seinen göttlichen Fähigkeiten durch mich arbeiten? Ali pa lahko Bog s svojimi božanskimi sposobnostmi deluje po meni? Unser Leittext ist Epheser Kapitel 2, Vers 10. Naše ključno uvodno besedilo je iz pisma Efežanom 2. poglavja 10. vrstice. Denn wir sind sein Werk. Njegova stvaritev smo. Das ist das erste Werk, um das es geht, um Gottes neues Leben in mir. To je prva stvar, ki je poudarjena, torej Božje novo življenje v meni. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Gott will durch uns gute Werke durchführen, Bog želi po nas delati dobra dela, die Gott zuvor bereitet hat, ki jih je Bog vnaprej pripravil, dass wir darin wandeln sollen. da bi v njih živeli. Dieser zweite Teil, eine andere Übersetzung sagt, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Nek drugi prevod pravi, da je Bog vse, kar bi naj mi delali, pripravil. An uns ist es nun, das Vorbereitete durchzuführen. Na nas je pa, da to, kar je pripravljeno, sedaj izvajamo. Es geht für jeden Menschen um die Einladung Jesu, kommt her zu mir. Pri vsakem človeku gre za Jezusovo vabilo, pridite k meni. Wer zu ihm gekommen ist Tisti, ki je prišel k njemu und ihn aufgenommen hat als sein Erlöser und Herrn, in ga sprejel kot svojega odrešenika in gospoda, dem gibt er eine weitere Einladung. temu Jezus namenja nadaljne vabilo. Bleibt in mir, Ostani v meni, so bleibe ich in euch. tako da bom jaz ostal v vas. Er möchte beständig in einer innigen Beziehung mit uns leben. Jezus želi trajno živeti v notranjem odnosu z nami. Das Bleiben in Jesus Ostati v Jezusu können wir mit vielen Bibeltexten erklären. lahko pojasnimo z veliko svetopisemskimi besedili. Aber was mir am meisten geholfen hat, das gut zu verstehen, Ampak tisto, kar je meni najbolj pomagalo, da sem to dobro razumel, ist die kurze und präzise Erklärung, die darüber im Leben Jesu ist. je kratko in zelo natančno pojasnilo, ki je zapisano v knjigi Jezusovo življenje. Auf Seite 676 steht, Na strani 676 piše: bleibt in mir und ich in euch, das bedeutet Ostanite v meni in jaz v vas, to pomeni ein beständiges Empfangen seines Geistes trajno sprejemanje njegovega duha und ein Leben in vorbehaltloser Hingabe an seinen Dienst. in življenje popolne predanosti njegovi službi. Erst dann, wenn wir uns Gott ganz hingegeben haben, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, erst dann kann Gott ein zweites Werk durch uns tun. Šele takrat, ko se Bogu popolnoma izročimo, ko prejmemo njegovega duha, lahko Bog deluje v nas. Von diesem zweiten Werk, das Gott vorbereitet hat, To drugo delo, ki ga je Bog pripravil dass naprej, ich es durchführe, ki ga izvaja,
Das zeigt uns, dass Gott einen Generalplan hat To nam kaže na to, da ima Bog nek splošen načrt. und in seinem Plan hat er einen Teilplan für dich und für mich. In v tem načrtu ima delni načrt za tebe in za mene. In diesem Dienst für Gott V tej službi za Boga wachsen wir in unseren praktischen Fähigkeiten, rastemo v svojih praktičnih sposobnostih, in unseren geistigen, v naših duhovnih, in unseren geistlichen, spirituellen. verskih, ja, duhovnih. Wir werden vorbereitet, wir nehmen zu an Kraft und Freude. In raste tudi naša moč in naše veselje. Gott hat im Dienen, im Geben, im Helfen einen genialen Plan. Bog ima v tej službi genialen načrt, Indem ich gebe, helfe, diene, s tem, ko jaz dajem, pomagam, služim, tritt eine beständige Heilung unserer Selbstsucht ein. se izvaja eno posebno zdravljenje našega hrepenenja, iskanja, sebičnosti. Dann empfängt ein oder mehrere Mitmenschen einen Segen, eine Hilfe von mir. Takrat ljudje dobijo blagoslov, pomoč po meni, Und Gott hat es festgelegt, dass ich denselben Segen zurückbekomme. in Bog je vzpostavil stvari tako, da sem tudi jaz deležen tega istega blagoslova. Jesus hat gesagt, gebt, so wird euch gegeben ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Jezus je rekel, dajte in dalo se vam bo mero zvrhano in dobro potlačeno. Und Gott plant hervorragend. In Bog je izjemno dobro načrtoval. Da er jeden von uns genau kennt, Tako da vsakdo od nas lahko natančno ve, gibt er jedem das Werk, das optimal zu ihm passt. je vsakemu dal delo, ki vsakemu od nas ustreza, optimalno. Er hat versprochen, Johannes 7, 37 bis 39, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. V Janezu 7, 37 do 39 obljublja, da tisti, ki so žejni in pridejo k njemu in pijejo, Gott will meine Sehnsucht, mein Durst nach Leben, nach Lebensglück in ihm erfüllen. bo Bog to naše hrepenenje po življenju zadovoljil. Und der Text geht weiter. In besedilo pravi, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, kdor vame veruje, kot pravi pismo, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. iz telesa tistega bodo tekli tokovi žive vode. Gott stillt meinen Durst, Bog poteši mojo željo macht in mir eine Vervielfältigung für andere. in skozi mene pomnoži to, kar želi dati drugim. Und Vers 39 sagt, das sagte er vom Heiligen Geist. In 39. vrsta pravi, da je to govoril o Svetem Duhu. Gott plant hervorragend. Bog izjemno dobro načrtuje. Die Aufgabe, die er uns anvertraut, entscheidet darüber, in welchem Ausmaß wir Einfluss nehmen können auf unsere Umwelt. Naloga, ki nam jo je dodelil, odloča o tem, kako obsežen bo naš vpliv na svet. Das Musterbeispiel für das zweite Werk ist das Buch Nehemia in der Bibel. Primer, vzorec tega drugega božjega dejanja je Nehemijeva knjiga. War es Nehemias Idee, die Mauer Jerusalems aufzubauen? Ali je bila Nehemijeva zamisel, da obnovi jeruzalemsko obzidje? Er sagt in Nehemia 2, Vers 12, V Nehemijevi knjigi, drugem poglavju, v 12. vrsti beremo, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Nehemija 2.12. Pravi tako, nikomur nisem pripovedoval, kaj mi je Bog položil na srce. Und Ellen White sagt dazu, Ellen White pravi o tem, während Nehemia betete, ko je Nehemija molil, formte sich eine heilige Absicht in seinem Geist.
se je v njegovem duhu izoblikoval en svet namen. Nehemia war kein Baufachmann. Nehemija ni bil strokovnjak z področja gradbeništva. Er hatte in Persien eine hervorragende Stellung. V Perziji je imel izjemno dober položaj. Und Gott beauftragt ihn, die Mauer Jerusalems zu bauen. Bog pa mu je dal nalogo, da obnovi Jeruzalemsko obzidje. Er ging dorthin, Gott hat ihn begleitet mit Wundern, Šel je tja, Bog ga je spremljal s čudeži, aber er hat durch Gottes Gnade eine große Hilfe empfangen. toda po Božji milosti je dobil še eno veliko pomoč. Wisst ihr wodurch? Ali veste kako? Ellen White sagt, unter den Ersten, die den eifernden und ernsthaften Geist Nehemias übernahmen, Med prvimi, ki so prevzeli ta goreč Nehemijev duh, pravi Ellen White, waren die Priester Israels. so bili Izraelovi duhovniki. Mit ihrer einflussreichen Position, die sie inne hatten, Z njihovim vplivnim položajem, ki so ga imeli v ljudstvu, konnten diese Männer viel tun, um die Arbeit zu behindern oder voranzubringen. so lahko ti možje naredili veliko, da bodi si ovirajo to delo ali pa ga pospešujejo. Ihre bereitwillige Zusammenarbeit gleich zu Beginn trug nicht wenig zum Erfolg bei. Njihovo delo, podpora temu delu je prispevala veliko k uspehu. Dabei ist wichtig, dass wir beachten, Pri tem je pomembno, da zapazimo, Gott fängt im Kleinen an mit uns, da Bog z nami začenja vedno z majhnimi stvarmi, im Unscheinbaren. z nevidnimi. Verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Ne zaničujte dneva malih začetkov. Es geht darum, bereit zu sein für das, was Gott tut, auch wenn es klein ist oder wenn es wie bei mir ist, dass ich das erst gar nicht gemerkt habe. Pomembno je, da smo pripravljeni za te male začetke, ki jih Bog želi narediti, pa čeprav mogoče mi niti se ne zavedamo, ne prepoznamo. Ich hatte nie eine Absicht, ein Buch zu schreiben. Jaz nikoli nisem imel namena napisati knjigo. Ich war im Mai 2011 in einem unserer Gesundheitszentren in Rumänien. Maja leta 2011 sem bil v enem od zdravstvenih središč v Romuniji. Da klopft es an meine Tür. Nekdo je potrkal na moja vrata. Eine amerikanische Schwester steht vor der Tür und hat 8 Bücher unterm Arm. Prišla je ena ameriška sestra in imela 8 knjig pod pazuho. Die musst du unbedingt lesen. Pravi, te moraš obvezno prebrati. 8 Bücher. 8 knjig. Davon waren 6 über den Heiligen Geist von Dennis Smith. 6 teh knjig je bilo na temo Svetega Duha izpod peresa Denisa Smitha. Ich habe sie mit großem Interesse gelesen. Jaz sem jih z velikim zanimanjem prebral. 3 Monate später war in der Schweiz zu einer Wanderwoche. 3 mesece pozneje sem bil na enem pohodu v Švici. Als ich mit meinem Gepäck vom Auto zum Haus gehe, In ko sem šel svojo prtljago od avtomobila do hiše, sagt ein alter Bruder ein ganz unverständliches Wort. je nek starejši brat izgovoril neko popolnoma nerazumljivo besedo. Ich laufe da mit meinem Gepäck Jaz sem hodil s to svojo prtljago und dann kommt plötzlich der Gedanke, in potem naenkrat pride misel, der meint, misli, dass wir einen Teil unserer Jugend verlieren wegen Mangel am Heiligen Geist. da izgubimo del svoje mladosti zaradi pomankanja Svetega Duha. Mladine, se pravi. Ich war im Moment sehr betroffen. Takrat me je to prizadelo. Den Gedanken hatte ich nie gehabt. Ta misel mi nikoli ni prišla nekako v glavo. Am nächsten Tag fragte ich den Bruder, Naslednji dan sem ga vprašal. der hat was ganz anderes gemeint. On je mislil nekaj čisto drugega. Der Gedanke war von Gott Ta misel je bila od Boga und hat mich veranlasst, nachzudenken über den Mangel am Heiligen Geist. in zaradi tega sem premišljeval po noči o tem pomankanju Svetega Duha.
3 Monate später, im Oktober 2011, 3 mesece pozneje, oktobra 2011, gehe ich abends aus dem Haus, um noch einen Spaziergang zu machen. sem šel zvečer iz hiše, še na en sprehod. Kommt ein gut gekleideter Herr auf mich zu, Proti meni pride en lepo oblečen gospod, streckt mir sofort die Hand da mi entgegen. roko Bruder Haubeil, ich möchte dir herzlich danken. in reče: brat Haubel, rad bi se ti iskreno zahvalil. Du hast vor vielen Jahren eine Predigt über den Heiligen Geist gehalten. Pred veliko leti si pridigal eno pridigo o Svetem Duhu, Die hat mir so viel gegeben. tako veliko sem dobil po njej. Und er verabschiedet sich und geht. In potem se je poslovil in odšel. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, wer er war. Jaz nisem vedel nekako mu je ime, kdo je bil. Und ich frage mich seitdem, war das ein Engel oder war das ein Mann? In zdaj se sprašujem, je bil to angel ali človek. Ich ging sofort nach Hause Takoj sem šel domov und habe meine alte Disposition rausgezogen und festgestellt, dass das vor 35 Jahren war. in takrat sem takoj potegnil ven svoje stare zapiske in ugotovil, da je to bilo pred 35 leti. Und da habe ich festgestellt, am Schluss dieser Ansprache habe ich einen Aufruf gemacht, täglich mit einer Verheißung um den Heiligen Geist zu beten. In ugotovil sem tudi, da sem to pridigo zaključil z vabilom, da vsak dan molimo za izpolnitev s Svetim Duhom. Und dann habe ich mich gefragt, und Helmut, wie war das bei dir in den letzten 35 Jahren? In potem sem se vprašal, no Helmut, kako je to bilo pri tebi v zadnjih 35 letih? Ich kann es nicht genau rekonstruieren, Ne morem natančno rekonstruirati tega. aber es scheint so gelaufen zu sein, Ampak zdi se mi, da je nekako teklo tako, dass ich 8 bis 10 Jahre das wirklich getan habe. da sem nekje 8 do 10 let res to počel Und Gott hat meinen Dienst reichlich gesegnet. in Bog je bogato blagoslovil mojo službo. Dann scheine ich nur noch allgemein um den Heiligen Geist gebetet zu haben. Potem pa se zdi, kot da sem molil za Svetega Duha bolj splošno. Aber etwa 3 Jahre vor Begegnung mit diesem Herrn habe ich wieder begonnen, Aber mit Verheißungen zu beten. Približno 3 leta pred srečanjem s tem gospodom sem znova začel moliti s temi obljubami. Und das hat mein ganzes Leben umgewandelt. In to je povsem spremenilo moje življenje. Aber als ich diese Erkenntnis bekam an diesem Abend, dass ich das gar nicht die ganze Zeit durchgeführt habe, Ko sem ta večer spoznal, da tega nisem počel ves čas, da war ich am Boden zerstört. to me je popolnoma zlomilo. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten In prosil sem Boga za odpuščanje. und habe erkannt, In spoznal, wenn ich so allgemein um den Heiligen Geist bete, ko tako nasplošno molim za Svetega Duha, dann hoffe ich, dass ich ihn empfange. takrat upam, da ga bom prejel. Wenn ich aber mit einer Verheißung bete, Ampak ko molim na podlagi obljube, dann weiß ich, dass ich ihn empfangen habe. takrat vem, da sem ga sprejel. In dieser Zeit habe ich dann unsere Verlage angesprochen, ob sie das 40-Tage-Buch von Dennis Smith rausbringen. V tistem času sem govoril z našimi založbami o možnosti, da bi izdali knjigo 40 dni Denisa Smitha. Keiner der 3 deutschen Verlage war in der Lage, das zu übernehmen. Sie haben alle so viel zu tun gehabt. Nobena od 3 nemških založb ni bila zmožna takrat tega prevzeti, imeli so veliko drugega dela. Ich habe am 1. April 2012 gebetet, lieber Gott, so ein wertvolles und wichtiges Buch und kein Verlag nimmt es an. In 1. aprila leta 2012 sem molil in rekel: Bog, tako dragocena knjiga, ampak nihče noče prevzeti. Erwartest du, dass ich noch irgendwas unternehme? Ali pričakuješ, da še nekaj naredim? Gott sagte, kümmere dich. In Bog pravi: poskrbi za to. Ich sagte, lieber Gott, ich habe mich noch nie um eine Übersetzung gekümmert. Pravim jaz Bogu, ampak jaz še nikoli nisem poskrbel za nek prevod.
Ich habe mich noch nie um ein Buchprojekt gekümmert. Nikoli še nisem skrbel za nek knjižni projekt. Ich verstehe überhaupt nichts davon. Nič ne razumem, nič ne vem o tem. Wenn du willst, dass ich mich darum kümmere, Če ti želiš, da poskrbim za to, dann musst du mir die Leute zuführen, die was davon verstehen. potem mi pošlji ljudi, ki nekaj vedo o tem. Das war am 1. April 2012. To je bilo 1. aprila 2012. Gott hat mir 5 Leute zugeführt, die an diesem Buch übersetzt und gearbeitet haben. Bog mi je poslal 5 ljudi, ki so delali na prevodu te knjige. Im August 2012 kam das Buch heraus. Avgusta 2012 je knjiga bila izdana. Und dann habe ich in dieser Zeit Predigten ausgearbeitet über den Heiligen Geist In v tem času sem imel tudi pridige o Svetem Duhu und habe sie kopiert, abgegeben in den Gemeinden, wo ich gesprochen habe. in v tistih cerkvah, kjer sem govoril o tem, pustil tudi kopije. Da haben 2 leitende Theologen mir geschrieben. Der eine schrieb, Gott hat dir ein großes Geschenk gemacht. Potem sta mi pisala 2 vodilna teologa, eden mi je napisal, Bog ti je dal veličastno darilo, Lass das Buch drucken, naj se ta knjiga natisne, damit alle an diesem Geschenk Anteil haben können. tako da lahko imajo vsi delež v tem darilu. Der andere schrieb auch, lass das unbedingt drucken. Drugi je tudi pisal o tem, vsekakor poskrbi za tisk tega. Ich habe mir gesagt, die Verlage haben das 40-Tage-Buch nicht angenommen. Ich brauche wegen 3 Predigten überhaupt nicht anfragen. Rekel sem si tako, te založbe niso razmišljali o izdaji knjige 40 dni in jaz se sploh ne rabim ukvarjati s svojimi 3 pridigami, ki bi jih izdal. Ich habe überhaupt nichts gemacht. In nič nisem naredil. Kurz danach Kmalu zatem kam ein E-Mail von der Deutsch-Schweizer Vereinigung in Zürich. je prišla elektronska pošta iz Nemško-Švicarske unije v Zürichu. Wir haben deine Predigten. Imamo tvoje pridige, Können wir die als Broschüre herausbringen? ali jih lahko izdamo kot brošuro? Gerne. Z veseljem. Die haben alles gemacht. Oni so naredili vse, Die haben alles bezahlt. vse so plačali Das Buch kam heraus. in išla je ta knjiga. Und inzwischen, In v tem mestnem času, durch eine unzählige Anzahl von Wundern Gottes, skozi neštete Božje čudeže, ist es in 40 Sprachen übersetzt. je ta knjiga prevedena v 40 jezikov. Noch 10 sind in Übersetzung Še 10 jih je v prevajanju und fast 900.000 Kopien wurden gedruckt. in skoraj 900.000 kopij je bilo natisnjenih. Wir müssen Gott danken. Moramo se Bogu zahvaliti. Er hat es getan. On je to dosegel. Eines Tages komme ich in eine Gemeinde zur Predigt. Beim Potluck sagen sie mir, weißt du, dass wir dein Buch in Russisch haben? Nekaj dni sem pridigal v eni od cerkva in pri skupnem kosilu so mi potem rekli, a veš, da imamo tvojo knjigo v ruskem jeziku. Keine Ahnung. Sem rekel, nimam pojma. Eine Schwester von Ungarn schrieb, ich habe dein Buch ins Ungarische übersetzt. Ena sestra iz Madžarske mi je pisala in rekla, sem prevedla tvojo knjigo v madžarščino. Am Montag dieser Woche eine Schwester, sie wird das Buch ins Arabische übersetzen. V ponedeljek ta teden sem dobil obvestilo ene sestre, ki je prevedla v arabščino. Vor 3 Wochen ein Bruder von den Fidschi-Inseln. Pred 3 tedni nek brat iz otočja Fidži. Darf ich das in Fidschian übersetzen? Ali lahko prevedem to v naš jezik? Wenn Gott ein Werk tun will, dann tut er es. Ko Bog želi opraviti neko delo, ga bo naredil. Die Deutsch-Schweizer Vereinigung hat alle deutschen Vereinigungen angefragt, ob sie willig sind, das Buch auch jeder Familie kostenlos zukommen zu lassen. Nemško-Švicarska unija je vprašala vse nemške unije, ali so pripravljene poskrbeti za to, da ta knjiga brezplačno pride v vsako družino. 3 Vereinigungen haben mitgemacht. 3 unije so se strinjali s tem, sodelovali, Die anderen haben nicht mitgemacht. ostali ne.
Die Vereinigungen, die nicht mitgemacht haben, Tisti, ki niso sodelovali, haben gemeinsam 29.000 Glieder. imajo skupaj 29.000 vernikov. Und die Gemeinden und die Glieder aus diesen Vereinigungen haben zusammen direkt beim Verlag 25.000 Bücher bestellt. In cerkve in verniki iz tega področja so neposredno pri založbi naročili 25.000 knjig. Ich habe euch das erzählt, damit ihr seht, wenn Gott uns ein Werk gibt, dann sorgt er auch dafür. To sem vam povedal zato, da vidite, da ko nam Bog da določeno delo, on za to delo skrbi. Es bleibt sein Werk und ist unser Werk. To ostaja njegovo delo. Welche Voraussetzung ist, dass Gott uns dieses Werk geben kann? Kateri pogoj je, da nam Bog lahko da to delo? Das neue Leben, dass wir beständig im neuen Leben leben To, da neprestano živimo novo življenje und dass wir in voller Hingabe an Christus leben. in da živimo življenje popolne izročitve Kristusu. Ein erstes Beispiel. Prvi primer. Ellen White schreibt im Hinblick auf unsere Literatur Folgendes. Ellen White piše v pogledu na našo literaturo naslednje. Ein Artikel, der im Geist Gottes geschrieben wurde, Članek je napisan ali bi bil napisan v Božjem duhu, wird von den Engeln bestätigt je potrjen strani angelov und beeindruckt in derselben Weise den Leser. in na isti način izvrši vpliv na bralca. Wenn aber der Schreiber eines Artikels nicht zur Ehre Gottes lebt Toda ko pisec kakšnega članka ne živi v čast Bogu und sich ihm nicht vollständig geweiht hat, in se mu ni popolnoma predal, dann bemerken die Engel den Mangel mit Trauer. takrat angeli opazijo to pomankanje z žalostjo. Sie wenden sich ab Odvrnejo se und beeindrucken den Leser nicht, in ne vplivajo na bralca, weil Gott und sein Geist nicht darin sind. ker Bog in njegov duh nista v tem. Die Worte mögen gut sein, Besede so lahko dobre, aber darin fehlt der erbauende Einfluss des Geistes Gottes. ampak manjka jim izgrajajoč vpliv Božjega duha. Das gilt nicht nur für die Literatur. To ne velja samo za literaturo. Wenn wir über Radio verkündigen, über Fernsehen, über die Medien, Ko oznanjamo preko radija, televizije, ostalih medijev, die Engel begleiten die Botschaft nur, wenn der Autor dahinter im Geist Gottes lebt. angeli spremljajo to delo samo takrat, ko avtor živi v Božjem duhu. Es waren hier 3 Punkte. Der Artikel muss im Geist Gottes geschrieben 3 sein. točke so bile izpostavljene, torej članek mora biti napisan v Božjem duhu, Der Schreiber muss zur Ehre Gottes leben, pisec mora živeti v čast Bogu und zwar in vollständiger Hingabe. in to v popolni izročitvi. Wenn das nicht gegeben ist, übt Gott keinen Einfluss aus. Če tega ni, Bog ne izvrši nobenega vpliva. Das zeigt, Gott lässt sich nicht durch einen wunderbaren Inhalt eines Artikels oder eines Buches beeindrucken. To kaže na to, da čudovita vsebina nekega članka ali knjige ne vpliva na Boga. Bog si ne dovoli, da to vpliva na. Gottes Kriterium ist das beständige geistliche Leben des Autors. Božji kriterij je trajno duhovno življenje avtorja. Das gilt für jede Art, ob es ein Missionsprojekt ist To velja za vse, bodi si da gre za misijonski projekt, oder die Leitung einer Firma vodenje podjetja, oder dein Beruf tvoj poklic oder die Erziehung deiner Kinder. ali pa vzgojo otrok. Wenn wir Gottes Einfluss erleben wollen, dann ist das die Voraussetzung. Če želimo doživeti Božji vpliv, potem je to pogoj. Zweites Beispiel. Drugi primer. Wie ist es, wenn ich jemandem ein Zeugnis gebe? Kako je, če nekomu pričam? Wie ist es im Dienst unserer Prediger?
kako je v službi naših Unsere predikarjev, Missionare misionarjev. Leben Jesu, sagt Seite 670, Jezusovo življenje, stran 670, die Verkündigung des Wortes Gottes oznanjevanje Božje besede wird ohne die beständige Gegenwart und Hilfe des Heiligen Geistes erfolglos sein. bo brez neprestane navzočnosti in pomoči Svetega Duha brez uspeha. Ein Mensch kann fähig sein, das Wort Gottes buchstabengetreu mitzuteilen. Človek lahko ima sposobnost, da Božjo besedo do pičice natančno prenaša. Er kann mit allen seinen Geboten und Verheißungen vertraut sein. Lahko zaupa, oziroma lahko je seznanjen z vsemi njegovimi zapovedmi in obljubami, Doch wenn der Heilige Geist die Wahrheit nicht fest gründet, toda če Sveti Duh ne utemelji resnice, wird keine Seele auf den Eckstein fallen und daran zerschellen. ne bo nobena duša padla na vogelni kamen in se tam razbila. Weder ein hohes Maß an Bildung niti visoka stopnja izobrazbe, noch irdische Vorteile, niti katerekoli pozemske prednosti, wie groß sie auch sein mögen, ne glede na to, kako velike so, können den Menschen ohne die Mitwirkung des Geistes Gottes zum Lichtträger machen. ne morejo narediti človeka za prenašalca luči brez pomoči Božjega Duha. Gott wirkt nur, wenn der Geist Gottes durch uns wirken kann. Bog deluje samo takrat, ko lahko Sveti Duh deluje skozi nas. Ohne ihn führt alles nur zu menschlichen Ergebnissen, belastet mit allen menschlichen Begrenzungen und Problemen. Brez tega vse vodi samo v človeške napore in prinaša vse človeške obremenitve. Wir werden den Sieg nicht durch große Anstrengungen oder Macht gewinnen, Zmage ne bomo dosegli z velikimi napori ali prizadevanji, sondern durch eine vollständige Hingabe an Jesus. ampak s popolno izročitvijo Jezusu. Die entscheidende Frage an dich und mich: In odločilno vprašanje za vas in za mene, Arbeite ich für Gott ali delam jaz za Boga mit meiner Kraft s svojo močjo, oder kann er durch mich arbeiten mit seiner Kraft? ali pa lahko Bog dela po meni z njegovo močjo. Der adventistische Autor Bruder Fromm, Adventistični pisec, brat Frum, er hat schon geschrieben, als ich geboren wurde, ki je pisal že takrat, ko sem se jaz rodil, für Gott arbeiten ist eine Sache, delati za Boga je ena stvar, aber dass Gott durch uns wirkt, ist eine andere. ampak to, da Bog dela po nas, je nekaj drugega. Die Welt verlassen und Christus nachfolgen ist eine Sache, Zapustiti svet in iti za Jezusom je eno, aber ein Mensch sein, dem der Heilige Geist in seiner Fülle mit seinem Reichtum an Kraft und Gnade wohnt, ist eine andere. a biti človek, v katerem prebiva Sveti Duh svojo polnoto in svojo vladavino in močjo ter milostjo, je nekaj drugega. Gott kann mit Menschen nichts Revolutionäres bewirken, Bog ne more z ljudmi doseči nič revolucionarnega, bevor er nicht etwas Revolutionäres für sie getan hat, preden ne naredi nekaj revolucionarnega za njih, indem der Heilige Geist in ihr Leben eintritt. s tem, da Sveti Duh vstopi v njihovo življenje. Ellen White sagt, Gott wird die Arbeit vollbringen, Ellen White pravi, Bog bo končal delo, wenn wir ihm als Werkzeuge dienen. ko mu mi služimo kot orodja. Das Kriterium ist mein Leben in voller Hingabe und in der Kraft des Heiligen Geistes. Kriterij je moje življenje popolnoma izročeno Bogu in predano moči Svetega Duha. Leider haben viele Angst, sich Gott ganz hinzugeben Nažalost se veliko ljudi boji popolne izročitve Bogu. oder ein Vorbehalt.
imajo zadržke. Bei mir war es genauso. Pri meni je bilo tako. Als der Ruf Gottes in meinem Herzen aufkam, Ko je prišel ta božji klic v moje srce, ob ich bereit wäre, Prediger zu werden. ali sem pripravljen biti pridigar. Ich war schon 22 Jahre Kaufmann. 22 let sem že bil trgovec takrat. Ich wollte unter keinen Umständen Prediger werden. In pod nobenimi pogoji nisem zdaj hotel postati pridigar. Ich habe eine ganze Woche morgens, Mittag, Abend mit Gott gekämpft. In cel teden sem se zjutraj, opoldan in zvečer boril z Bogom. Ich habe ihm Vorschläge gemacht, was ich anstelle dessen für Gott tun könnte. Dajal sem mu različne predloge, kaj bi lahko namesto tega naredil zanj. Nach einer Woche habe ich mir eingestanden, dass Gott meine Gebete nicht erhört. Po enem tednu sem si priznal, da Bog mojih molitev ne sliši. Ich kniete völlig hilflos an meinem Bett. Popolnoma nemočen sem pokleknil poleg svoje postelje. Da kam ganz leise der Gedanke, In takrat je povsem tiho prišla misel. Gott liebt dich. Bog te ljubi. Gott liebt auch deine Frau Bog ljubi tvojo ženo und deinen Buben in tvojega sina und das Kind, was unterwegs ist. in otroka, ki je na poti. Und weil er dich liebt, In ker te ljubi, wird er dich nie unglücklich machen. te ne bo naredil nesrečnega. Dann sagte ich nach einem Moment, Potem sem v nekem trenutku rekel, Vater im Himmel, ich glaube an deine Liebe. nebeški oče, jaz verujem v tvojo ljubezen. Wenn du willst, dass ich Prediger werde, Če ti želiš, da sem jaz pridigar, dann bin ich dazu bereit. potem sem jaz pripravljen na to. Weil ich es aber von mir aus nicht will, Ampak ker jaz sam si tega ne želim, werde ich keinem Menschen ein Wort davon sagen. ne bom o tem spregovoril nikomor, niti besede. Wenn du mich haben willst, Če me ti želiš imeti, du bist allmächtig, ti si vsemogočen, dann musst du mich rufen. potem me moraš ti poklicati. Das war meine volle Hingabe. To je bila moja popolna izročitev. Nach diesem Gebet hatte ich großen Frieden. Po tej molitvi sem imel velik mir. Und 1,5 Jahre später kam der Ruf Gottes. In leto in pol pozneje je prišel ta božji klic. Und ich kann jetzt über lange Zeit zurückschauen. In zdaj lahko gledam na veliko, dolgo obdobje, ki je za menoj. Und ich kann nur sagen, das, was ich unter keinen Umständen wollte, In lahko rečem le to, da to, kar si nisem želel pod nobenimi pogoji, wurde durch Gottes Gnade der größte Segen für mein Leben. je po božji milosti za moje življenje postal največji blagoslov. Wir dürfen der Liebe Gottes vertrauen. Božji ljubezni lahko zaupamo. Eine Erfahrung, die ich letztes Jahr im Juli gehört hatte. Ena izkušnja, ki sem jo slišal lani, julija. Ein Prediger erzählte, als er 20 Jahre alt war, Nek pridigar je pripovedoval, ko je bil star 20 let, da war der große Aufruf von Bruder Robert Folgenberg mit dem Programm Share Him, in ferne Länder zu gehen und von ihm vorbereitete Evangelisationen zu halten. je prišlo do enega poziva brata Roberta Folkenberga v okviru pobude Share Him, da ljudje odidejo v oddaljene dežele in da tam skozi pripravljene evangelizacije spregovorijo o Jezusu. Er meldete sich und ging nach Kenia. In on se je prijavil v ta program in odšel v Kenijo. Und er dachte, da wird Großes geschehen, Tausende werden kommen. In mislil si je, tam se bo zgodilo nekaj velikega, na tisoče jih bo prišlo. Am ersten Abend kamen 30 Leute. Prvi večer je prišlo 30 ljudi. Er war furchtbar enttäuscht. Bil je izjemno razočaran. Am zweiten Abend kamen nur 15 Besucher. Drugi večer jih je prišlo samo 15. So ging es einige Tage weiter. In tako se je nadaljevalo nekaj dni. Er war völlig verzweifelt.
Bil je popolnoma brezupen. Er schloss sich in seinem Zimmer ein Zaprl se je v svojo sobo und hat mit Gott gekämpft. in se boril z Bogom. Und am Schluss hat er sich Gott total ausgeliefert. In na koncu se je popolnoma izročil Bogu. An diesem Abend Tisti večer kamen 600 Leute. je prišlo 600 ljudi Und das hat sich gesteigert bis auf 1000. in številka je rasla do 1000. Und 37 wurden getauft. In 37 je bilo krščenih. Es ist ein Unterschied, ob ich mit meiner Kraft für Gott arbeite Razlika je, ali jaz delam za Boga s svojo močjo oder ob Gott durch mich arbeiten ali kann. pa Bog dela po meni. Gottes Möglichkeiten gehen oft weit über das hinaus, was ich tun könnte. Božje zmožnosti presegajo to, kar lahko jaz naredim. Ich könnte stundenlang Erfahrungen erzählen, was die letzten 6, 7 Jahre passiert ist. Ure in ure bi vam lahko govoril izkušnje o tem, kaj se je zgodilo v zadnjih 6, 7 letih. Wir brauchen die beständige Gebetsverbindung mit dem, der den Auftrag für uns geplant hat. Zato potrebujemo neprestano molitveno povezavo z njim, ki je za nas načrtoval to nalogo. Was hat Gott dem Mose versprochen, als ihn berufen hat, das Volk aus Ägypten zu führen? Kaj je Bog obljubil Mojzesu, ko ga je poklical, da naj izpelje izraelsko ljudstvo iz Egipta? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Pojdi torej tja, jaz bom s tvojimi usti in te naučil in poučeval, kaj naj govoriš. Auch im Auftrag Gottes gibt es Entmutigungen. Tudi v Božji nalogi, službi obstajajo razočaranje. Nehemia berichtet davon, Kapitel 3, 35 bis 38. Wir schlagen es nicht auf. Nehemija piše o tem v 3. poglavju 35. vrsti. In solchen schwierigen Situationen ist es wichtig, auf Erfahrungen mit Gott zurückblicken zu können. V takšnih težkih okoliščinah se je zelo pomembno spomniti na izkušnje z Bogom. Gott gibt uns auch noch einen Rat. Bog nam daje še en nasvet. Achte darauf, dass du dich mit den dir von Gott gegebenen Kräften nicht übernimmst. Pazi na to, da se zaradi moči, ki ti jih je dal Bog, ne boš prevzel. Mit der Absicht, Gottes Werk raschestens voranzubringen. Z namenom, da Božje delo pospešiš. Menschliche Kraft kann Gottes Werk nicht beschleunigen. Človeška moč Božjega dela ne more pospešiti. Unsere Bemühungen müssen erfolgen im Einssein mit himmlischer Intelligenz. Naši napori morajo biti združeni ali eno z nebeško inteligenco. Welche Auswirkungen hatte das Erdenleben Jesu? Kakšen učinek je imelo Jezusovo tuzemsko življenje? Philip Brooks, ein Historiker, sagt, Philip Brooks, zgodovinar, piše: Ich irre mich bestimmt nicht, Zagotovo se ne motim, wenn ich sage, ko pravim, dass alle Armeen, die jemals marschierten, da vse vojske, ki so kadarkoli korakale, alle Seestreitkräfte, die jemals aufgebaut wurden, vse pomorske sile, ki so bile kdajkoli vzpostavljene, alle Parlamente, die jemals tagten, vsi parlamenti, ki so kdajkoli zasedali, und alle Könige, die jemals regierten, in vsi kralji, ki so kadarkoli vladali, nicht so nachhaltig das Leben der Menschen auf Erden bewegt haben, wie es Jesu Leben tat. Niso vplivali na življenje ljudi na zemlji, niti približno tako, kot je ta vpliv imelo Jezusovo življenje. Wodurch konnte Jesus diesen gewaltigen Einfluss als Mensch ausüben? Na kakšen način je lahko Jezus imel tako izjemen vpliv? In Johannes 14, Vers 10 sagt er uns warum. V Janezu 14:10 beremo o tem, zakaj.
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe. Der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Ampak oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Jesus lebte in völliger Hingabe an den Vater, in völligem Vertrauen in seine Liebe. Jezus je živel v popolni izročitvi očetu in popolnem zaupanju njegovi ljubezni. Und Gott konnte durch ihn wirken. In Bog je lahko deloval po njem. Und wodurch konnte der Apostel Paulus dieses Riesenmissionswerk tun? In na kakšen način je lahko apostol Pavel opravil to izjemno misijonsko delo? Er sagt in Galater 2, 19 und 20, V Galačanom 2, 19 in 20 pravi: ich bin mit Christus gekreuzigt. Skupaj s Kristusom sem križan. Er drückt auf diese Weise aus, dass sein Ich kein Recht mehr hat über sein Leben, Na ta način izraža, da njegov jaz nima več pravice nad njegovim življenjem, sondern dass Jesus sein Leben bestimmen darf. ampak da Jezus odloča o njem. Und er fährt fort, In nadaljuje: ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Aus diesem Grund sagt er in Römer 15, 18 und 19, Zaradi tega razloga v pismu Rimljanom 15. poglavju 18. in 19. vrstici pravi: Christus selbst hat durch mich, durch mein Reden und Tun bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott im Gehorsam unterstellt haben. Da je Kristus po svojem delovanju skozi njega storil, da so se vsa ljudstva, različna ljudstva, torej poklonila evangeliju in mu bila poslušna. Er selbst erwies hier seine Macht in staunenerregenden Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Z močjo znamen in čudežev in z močjo Božjega duha je deloval, kot pravi besedilo. Ellen White sagt Ellen White pravi: über Christus in uns, Kristus v nas. hier ist ein Kapitel drin über die Bedeutung von Christus in uns, Tukaj v tej knjižici je poglavje o pomenu tega, da je Jezus v nas, ein Wissen um dieses Geheimnis, Christus in uns, spoznanje te skrivnosti, Kristus v nas, liefert den Schlüssel zu jedem anderen Geheimnis. je ključ do vseh ostalih skrivnosti. Es öffnet der Seele des Menschen die Schätze des Weltalls Duši človeka odpira zaklade vesolja und bietet ihr die Möglichkeit zu einer unbegrenzten Entwicklung. in ji ponuja možnost za neomejen razvoj. Es gilt für uns, in Christus sein, dann kann er durch uns arbeiten. Torej, velja, da smo, da ostanemo v Kristusu, takrat lahko on dela po nas. John Wesley hat gesagt, John Wesley je rekel: Gott kann mit einem Mann, der sich ihm zu 100% verpflichtet hat, Bog lahko po človeku, ki se mu je popolnoma, torej 100% obvezal, er meint übergeben hat, misli na izročitev, mehr tun als mit einer ganzen Armee von Männern, die sich ihm nur 99% verpflichtet haben. naredi več kot po celi vojski ljudi, ki so se mu izročili 99%. Gottes Wort sagt uns, Božja beseda nam pravi, Sacharja 4,6, Zaharija 4:6, was du vorhast, wird dir nicht gelingen, kar imaš v mislih, ti ne bo uspelo. weder durch die Macht eines Heeres, Ne po moči, noch durch menschliche Kraft. ne po človeški moči, ne z vojsko. Nein, Ne. mein Geist wird es bewirken. Moj duh bo deloval v tej smeri. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. To govori Gospod, vsemogočni Bog. Gott schenke Gnade für jeden von uns.
Bog naj ne podeli milost vsakemu od nas, dass wir uns, wenn wir es noch nicht getan haben, da bi, če tega še nismo naredili, voll der Liebe Gottes anvertrauen, se popolnoma zanašali in zaupali Božji ljubezni täglich mit einer Verheißung um den Heiligen Geist beten, in dnevno molili z obljubo Svetega Duha, sodass Kleines und Großes durch uns tun kann, da lahko male in velike stvari naredi po nas. zur Ehre Gottes, Bogu v čast, zum Lohn der Schmerzen Jesu, v slavo Jezusu zum Heil und Segen von vielen Menschen in v blagoslov in ozdravitev številnim ljudem und zum Heil und Segen und unserer eigenen Freude. in v blagoslov in zveličanje nas samih. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Vabim vas, da ostanete k molitvi. Unser Vater im Himmel, Naš nebeški Oče, wir danken für deine herrliche Liebe hvala ti za tvojo čudovito ljubezen und wir bitten dich, in prosimo te, gründe und wurzle uns in deiner Gottesliebe. utemelji in ukorenini nas v svoji ljubezni. Öffne uns die Augen, dass wir deine Liebe noch viel deutlicher erkennen. Odpri nam oči, da bi še jasneje videli to tvojo ljubezen. Und Herr, wir haben die herzliche Bitte, In imamo iskreno prošnjo, Gospod, hilf uns pomagaj nam, im Wollen und Vollbringen, da želimo, in voller Hingabe an dich zu leben, da živeti v popolni izročitvi tebi, damit du uns als deine Werkzeuge gebrauchen kannst und willst, zato da nas boš ti lahko uporabil kot svoje orodje, Werke zu tun, für die wir nur staunen und danken können. za upravljanje del, ki jih lahko samo osuplje opazujemo in se zahvaljujemo za njih. Habe Lob und Dank. Naj ti bo slava in hvala. Amen. Amen.